Hans-Jörg Bauer ist in Dinkelsbühl aufgewachsen. Und zwar hier, in diesem grünen Haus. Eher unauffällig, gegenüber des Münsters und der bekannten bunten Prachtfassaden. Früher war das Haus ein Gasthof, auch mal Fleischerei und Getreidelager. Als Familie Bauer es Anfang der 70er Jahre kauft, wird daraus eine Buchhandlung. Nun ist der Vater gestorben, die Erben räumen auf. Was dabei zutage kommt, ist eine Sensation. Die Spurensuche beginnt im Detail. Ein Aborterker. So eine Außentoilette gilt im Mittelalter als purer Luxus, der zeigt, wie vornehm man ist. Es muss jemand ganz Reiches gewesen sein, der eben schon so moderne Sachen auch irgendwo vielleicht gesehen hat und gesagt hat, ich will das zu Hause auch haben. Mit Bauforscher Simon Schmidt vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege geht die Entdeckungstour weiter. Im früheren Kinderzimmer von Hans-Jörg Bauer. Hier wurde historischer Anstrich gefunden. Was uns ganz besonders gefreut hat, war ja der Rest von dem Raum sandgestrahlt ist. Hier haben wir eine Fassung drunter. Also eine historische, wirklich tolle Fassung. Also wir wissen, dass dieser Raum seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ziemlich sicher mit diesen rot abgesetzten Leisten und diesen gelben Rücklagen hier gestrichen war. Wir haben hier quasi geschlafen, das waren unsere Kinderzimmer und wir haben hier Auge in Auge mit so einer Decke gelebt, haben hier geschlafen und haben das nicht gewusst. Das Besondere, die Decke ist noch älter. Simon Schmidt datiert die gotische Konstruktion auf 1410, über 600 Jahre alt. Je mehr untersucht wird, desto mehr schält sich eigentlich heraus, wie viel von dieser originalen Bausubstanz von 1410 wir hier in relativ unveränderter Form erhalten haben. Das ist bayernweit in weiten Teilen einzigartig. Je mehr man sich mit diesem Haus beschäftigt, desto mehr spannende Details hat eben, die uns Auskünfte über die spätmittelalterliche Baukultur, die spätmittelalterliche Baukonstruktion, die Ausstattungsgeschichte, die Lebensgewohnheiten geben, desto umfassendere Einblicke erhalten wir eigentlich in diese Zeit. Decken, Wände, Türen, original aus der Zeit um 1410. Das dritte Obergeschoss, eine Zeitkapsel aus dem Mittelalter. Der Laser erzeugt ein 360-Grad-Kugelpanorama. Er misst 10.000 Mal in der Sekunde. Studierende der Architektur, der Archäologie und der Bauforschung bringen das Projekt voran. 10 Tage absolvieren sie ein Intensivprogramm, rücken bis in die letzten Winkel vor. Sie kommen aus ganz Deutschland. Corinna Spichtinger studiert in Regensburg. Ich dachte zuerst nicht, dass man so viele neue Sachen kennenlernt und auch so viele neue Leute kennenlernt in diesen verschiedenen Fachbereichen. Und es war quasi jeden Tag neuer Input da. Summer School heißt das Programm der Koldewey-Gesellschaft, eine Vereinigung für baugeschichtliche Forschung. Das Besondere in Dinkelsbühl, alle wohnen auch in dem Mittelalterhaus. Für Corinna Spichtinger ein Erlebnis. Das schweißt ja alles auch noch mal zusammen, wenn man hier lebt, hier wohnt, zusammen frühstückt, zusammen Abend isst und Mittag macht. Und das endet natürlich dann nicht um 18 Uhr im Arbeitsende, sondern es geht natürlich dann bis zum Abendessen weiter und darüber hinaus. Auch die Universität Bamberg forscht hier. Julia Möller studiert dort Denkmalpflege. In Dinkelsbühl spürt sie den Atem der Vergangenheit. Und dann halt natürlich auch, was hier alles so rumsteht, erzählt irgendwie über so viele Leben. Und genau, das ist natürlich schon irgendwie auch faszinierend, dass dieses Haus jetzt auch so lange halt irgendwie in Familienbesitz war. Aber war es das? Wer hier wann gewohnt hat, das Haus wozu nutzte, wird noch erforscht. Fest steht, Bau und Ausstattung sind von Anfang an außerordentlich hochwertig. Die Forscher sprechen vom ersten Haus am Platz bei der Erbauung. Besitzer Hans-Jörg Bauer befördert mit dem Flaschenzug Schutt aus dem Dachboden. Auch diese Technik ist im Fokus der Denkmalpflege. Also man kann sich das so vorstellen, hier war ein dickes Querholz eingespannt, da sieht man auch noch die Öffnung. Und hier unten ist das auch auf einem Eisendorn gelagert. Also das Ganze lässt sich drehen hier und man ist dann quasi mit diesem Querholz einmal rumgelaufen und hier war ein Seil befestigt. Jonas Senkas will herausfinden, wie alt der Lastenaufzug ist.
Die Untersuchung des Bohrkerns soll zeigen, ab wann der Dachboden als Lager genutzt wurde. Im Keller gehen die Forscher noch weiter in der Zeit zurück. Tilman Konert von der Koldewey-Gesellschaft sucht nach Spuren aus dem 13. Jahrhundert. Da wurde Dinkelsbühl Reichsstadt. Eine spannende Aufgabe für Studentin Alina Seipel. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, wir haben auch noch ganz schön die Bolzen, die Eisenbolzenreste mit drinne, wo eben die Tür drin gehangen hat in dem Gewände. Und auch da unten ist noch ein ganz schöner letzter Befund, eben diese Türschwelle, was auch dafür spricht, dass es eben ein Außen- und Innenraum gewesen ist. Mit der Denkmalpflege wurden dringende Notsicherungen möglich. Hans-Jörg Bauer ist fasziniert von seinem Haus, auch wenn es ihn ständig auf Trab hält. Ich komme schon an meine Grenzen, aber ich sehe einfach das Licht am Horizont und das hält mich wach und fit und enthusiastisch. Ein kleines Museum, ein Café im Hinterhof. Ideen für die Zukunft gibt es schon für das mittelalterliche Patrizierhaus in Dinkelsbühl.